83% vun de Leiit wollten, dats eng Tripartiderberuf gëtt. Dat geht aus der Neits der Sondesfro vun Ilres fir RTL an vor dafir. Sie dürften dem nur zufrieden sinn, dass die Regierung sich vor Moron Mathe Sozialpartner berät. Trotzdem sind Resultate vun der Sondesfro alles nicht wie positiv für die Regierungen at dem Lückfrieden. Der letzte Monat krute knapp 1900 wahlberechtigt Personen froh gestalt fir Wese géfe wiele wann sondech Wahle wären. De Pierre Jans Lobeimer am Studio fir d Resultate, an de misisten der Regierung zu denken gehen. Ja, firop missten se der CSV zu denken gehen. Varial Wahle wären das schlechteste Resultat an der Geschichte von der Volkspartei. An CSV und DP hatten keine Majorität mehr an der Chamber, obwohl die Blo hier das Resultat verbessern. CSV hält also nach weiter, nachdem die Verluste bei der letzten Sondesfro schon massiv waren. Komm, wir gucken direkt op Grafik minus 3,5 Prozentpunkte Nachkehr fir dann op 21,8% ze landen. Weil LSAP an DP alle beit beikreien, leiien die drei Parteien lo quasi op engem Niveau entretemps. Bei den mit kleine Parteien ass a Prozenter den Unterschied am gréessten bei den Piraten minus 0,7 Prozentpunkten. Der DDR bleibt trotz kleine Verluster komfortabel iwwer 10%. Dat also et Prozent, da wie gift dat lo an der Sitzverdelung ausgesehen? Wir vergleichen weiter mit der Sondesfro vu 4,6 Meint. Minus 2 für CSV. DP kriegt E-Sitz bei, mit 15 Sitz wert DP historischen Hickstand von 1999. Und ob einmal wer der Juniorpartner an der Koalition selber stark wie die Partei vom Premier. Direkt an den rund Sozialisten, die op 14 Sitz klammen, die Grünen geben mit plus 1 fraktionsstärkt festigen. Und Piraten geben einen Sitz verlieren. Aber erst den Detailer von den Resultaten geht, wer der Sitz aus dem Zentrum, also den Sitz von Sven Klummer. Bleibt nach der Konstat, dass die Keier und die Bohren weder der DDR noch die Link von den Verlusten von der CSV konnten profitieren. Dat also am Vergleich mit der letzten Sondesfro, wenn ihr aber mit der letzten Wahl vergleicht, da gesagt für CSV noch nicht schlimm ist. Du gesagt dann ganz deutlich, minus 6 Sitz wären es für CSV. Bei den realen Wahlen hat CSV noch nie Männer wie 18 Sitz, das war 1974. 15, das wäre schon wirklich richtig bitter. DP kann sich allerdings über 15 Sitz freuen, weil doch heißt, dass sie sich von den CSV-Ministern an ihre negative Schlagzeilen aufgrenzen konnte. Und zwar an 2,5 Jahren Opposition hatten die Sozialisten 3 Sitz gut gemacht, wie in heute gesagt. Die Grünen haben sich effektiv dann noch nachhaltig erholt. Und noch von der Evolution über Jahre guckt, da muss ich so, unter dem Premier Parteipräsident Lückfrieden geht es mit der CSV auf. Das seht ihr noch ganz gut auf der nächsten Grafik. Du seht ganz deutlich, dass Mam Lückfrieden sehr Europa aber unter der Sozialkrise gerade so sehr neseruf. Und das ist mehr wie ein Bestandsaufnahme. Die Stimmung am Land weist die letzten 12 Monate einen klaren Trend, und zwar geht nur innen. Und heute seht ihr dann eben auch nach einmal, wie nur die Parteien bei Niederlanden quasi auf engem Niveau. Da hat wir auch Schwarz-Blau noch nicht mehr möglich, obwohl die DP beigewinnt. Die Demokratische Partei kann die Verluste von der CSV nicht abfangen. 15 das geht eben nur 30 und die aktuelle Regierung hat keine Majorität mehr. Blau-Rot-Grün, par contre, geht nicht durchgehen. Die freie Regierung hat 35 Sitze. Und überhaupt bleibt der Konstat, dass so überhaupt keine Koalition zu 2 mehr möglich wäre. Eine Nuance, aber ein Punkt der Kontext müssen wir machen, Mariette. Und da meinst du die Annonce von der Tripartite? Ganz genau. Ilres war nämlich für das Umfro Terra ihr den Premier Tripartit annonciert huet, also eben an der Zeit, wo die Stimmen, die ein Tripartit gefordert hatten, auch mir hart goufen. Die Leute haben eine klare Meinung, 83% fanden, dass es die Reunion zu 3 braucht. Hat dem Lückfrieden lo geholle van sondesfro Lorecht no der Annonce Gestalt gewähr. Dat kann en op manst bezweifeln, der wie auch net vergissen, dass de Premier Recht ënner extremem Druck eng Tripartit annoncéiert huet, vun de Gewerkschaften sowieso, mir auch vun den Koalitionspartner bei der DP, die wollten eng Tripartit, an dat hat Juriko Backes bei op der Antenne auch klar so geäußert. An Leiit die gefrot goufen, stehen auch gréissendeels hunderte Gewerkschaften. Auch das kann ich so 66% von nämlich, dass gewerkschaftliche Aktionen gerechtfertigt waren. 26% sind nicht der Meinung, das waren aber doch noch hauptsächlich Stammwähler von CSV und DP. Viele Leute verstehen aber auch Patronat.
Ja, auch dat kann ich so zwar en klang Majorität Medi fënd awer dats auch d Patron racht hun sech iwwer Situationun vu den Betrieber ze beschwieren, also géint eng strukturell Hus vum Mindestlohn ze viren. So go 44% vun den LSAP-Wler kënnen dat irgentéi no vollzeien. Allerdings och man Detail muss nennen, dass 88% vun alle Befroten davon ausgin, dass de Logement de gréste Problem am Landers aneben net zahlieren. An eng ähnlich Chlormenung hun Leiit war eng aner aktuell gesellschaftlich froh ugeht. Ganz genehmer hat mir nämlich auch die Leute gefragt, was sie über den Social-Media-Verbot für Junker in 16 Jahren geben denken. Und da ist es klar, 71% von den Wählern geben die Verbot begrüßen, 40% ganz deutlich. Also gut, die Jungen zwischen 18 und 24 Jahren sind größtenteils einverstanden. Mir ist aber auch klar, was die Befragten mir angehen, was sie echt dafür sind. Aber der Detailer iwwer diesen Sondage fand op RTL an alia.lu. Merci für die Explikationen, Pierre Jans.